Oh. Plastik in der Gartenerde. Solche hier, die sieht man ja noch, die grossen, die kann man rausfischen. Dummerweise hat sie viele von diesen Herdsäcken aus dem Laden Mikroplastik drin. Und zwar so viel, dass es ungesund sein kann. Hier, das ist Plastik. Wenn ich sehe, wie viel Plastik in so einem Sack Erde steckt, würde ich ihn eher nicht kaufen. Der Kassensturz testet Gartenerde. Und wir zeigen, dass wir Plastik über unser Gemüse mitessen. Für unseren Test sind wir zusammen mit unseren Kollegen vom Westschweizer Fernsehen in 6 Gartencenter torffreien Universalherd kaufen. Das ist der eben auch für Gemüsegärten geeignet sein. Einkauft haben wir in Landi, im Hornbach, im Jumbo, im Gartencenter Schilliger, im Migros und im Obi. Und dann sind wir ab ins Labor. Am Institut für Umweltwissenschaften der Uni Genf wird zu Mikroplastik in Komposterde geforscht. Wenn Pflanzen wachsen, können kleinste Plastikpartikel Barrieren überwinden. Sie gelangen ins Wurzelsystem und von dort in die ganze Pflanze, also auch in Früchte und Gemüse, die wir später essen. Ein Biss und schon kann Plastik in unseren Körper gelangen. Die Partikel können Barrieren überwinden, vom Darm in die Organe und ins Blut gelangen. So spürt die Forscherin das Plastik in der Erde auf. Ich wasche die Erde durch verschiedene Siebe. Hier sieht man Rindenstücke und Stroh. Nichts Alarmierendes. Im feineren Sieb findet sich ein erstes Plastikfitzelchen. Das kommt wohl von einem Polyethylensack. Für eine ganz genaue Analyse haben wir den Herd in ein spezialisiertes Labor von der Schweiz auf Norwegen geschickt. Dort kann man Partikel zwischen 1 und 0,027 mm nachweisen. Das ist für das Auge absolut unsichtbar. Das Labor hat nach 10 verschiedenen Kunststoffarten gesucht. Je nachdem, wie stark die auf den menschlichen Organismus wirken, hat man einen bestimmten Gefährdungswert zugewiesen. Diesen Gefährdungswert multiplizieren wir mit der Menge des Plastiks. So können wir einschätzen, wie problematisch ein Produkt ist. Ernüchternd, nur in einer Erde findet das Labor keinen Mikroplastik. Die Universalgartenerde gekauft bei Hornbach für 1 Franken pro 10 Liter. Die günstigste Erde im Test erhält die beste Bewertung sehr gut. Das hat mich überrascht, weil Plastik findet man eigentlich überall. Aber ja, die Analysemethoden haben auch ihre Grenzen. Ein Produkt erhält die Bewertung gut, die Mioplant-Erde von Migros. Gefunden wurden minime Mengen Polyethylen und Polypropylen, die als wenig problematisch gelten. Mehr Plastik enthalten die Capito Universalerde von Landi und Compo Ökoplan gekauft bei Jumbo. Beide enthalten Polystyrol, besser bekannt als Styropor. Dieser Kunststoff ist toxikologisch problematisch. Der gehört eigentlich nicht in Blumenerde. Gesamtwertung ungenügend erhält die Gemüseerde Bio von Schilliger, einem Westschweizer Gartencenter. Sie enthält deutlich mehr Plastik, darunter das besonders kritische PVC. PVC wird normalerweise für Rohre oder im Bau verwendet und kann sehr gefährlich sein. Da stellt sich die Frage, wie kommt das in die Erde? Gab es eine Kontamination in der Produktionskette? Schilliger schreibt zum Resultat: Wir nehmen diese Ergebnisse sehr ernst, da die Qualität unserer Produkte für uns sehr wichtig ist. Wir haben unseren Lieferanten kontaktiert, um die Ergebnisse besser zu verstehen. Am schlechtesten schneidet die Blumenerde torffrei von Obi ab. Sie enthält am meisten Mikroplastik, darunter vergleichsweise viel PVC und Polystyrol. Wenn man Gartenerde kauft und sie für den Gemüseanbau verwenden will, und dann ist da so viel Plastik drin, da würde ich diese Erde eher nicht kaufen. Die Mengen scheinen gering, sind aber ein Problem.
Das Labor hat 1 Liter Erde untersucht. Die Menge an Plastik scheint wenig, ist aber ein Problem. Wenn es gesundheitsschädliche Kunststoffe sind, dann reicht sehr wenig. Umgerechnet auf so einen 20-Liter-Sack ist das Mikroplastik etwa mit dem Gewicht von so einem Kräschelsäckchen. Obi schreibt uns, dass sie ihren Herd vor allem aus Grünabfall machen. Sie schreiben: Trotz aufwendigen Reinigungsmaßnahmen ist es technisch unmöglich, auch letzte Reste aus der Rohmasse zu entfernen. Die Erde, die wir im Hornbach gekauft haben, hat in unserem Test am wenigsten Mikroplastik drin. Sie stammt vom grössten Herdhersteller der Schweiz, von Icoter. Der Geschäftsführer ist der Beat Sutter. Herr Sutter, euer Herd hat am besten abgeschnitten. Wie erklärt ihr das? Die Erklärung, die wir haben, ist sicher der Punkt, dass der einzige Artikel im Test in der Schweiz produziert wird. Und das zeugt davon, dass wahrscheinlich in der Grüngutverwertung der Schweizer, die Schweizerinnen disziplinierter mit diesem Produkt umgeht und eben wirklich nur Grüngut entsorgen und nicht noch möglichst viel anderen Abfall. Also könnt ihr das als Hersteller überhaupt steuern, wie viel Mikroplastik da drin ist? Also wir können steuern über die Rezepturen. Wir Rezepturen natürlich mit Rindenkompost arbeiten, mit Holzfasser, mit Landerden, wo wir eigentlich Rohstoffe verwenden, wo wir wissen, die haben keine Berührung direkt mit dem Plastik. Wenn wir mit Grüngut zusammenarbeiten, das machen wir sehr viel, und Grüngut ist ein sehr guter Rohstoff, können wir es aber auch mehr nicht ausschließen. Also es könnte auch bei euch mehr oder weniger Mikroplastik drin haben? Könnte drin haben, ja. Und das ist ja so, weil auch in den Schweizer Grüngutsammlungen erschreckend viel Plastik drin ist. Besuch in der Kompostieranlage Châtillon bei Genf. Auch hier ist Plastik ein Problem. Hier landet der Bioabfall aus den Haushalten und man sieht sofort die Fremdstoffe. Abfallsäcke aus Plastik, PET-Flaschen, Karton. Ein Filter entfernt größere Plastikteile. Hier sortieren wir vor allem Plastikteile aus, die größer als 8 cm sind. Danach wird das Material vergärt zu Biogas. Was übrig bleibt, wird zu Kompost verarbeitet, ist aber noch zu stark belastet. Hier sehen wir Abfallsäcke aus Plastik, da eine Tube und da drüben Kaffeekapseln. Deshalb wird nur rund die Hälfte weiterverarbeitet, gemischt mit reinem Grünmaterial wie Ästen und Laub. Würden wir den ganzen Rest aus der Vergärung verwenden, wäre der Kompost am Ende zu stark belastet und wir könnten die Grenzwerte nicht einhalten. Die Schweizer Chemikalienverordnung erlaubt im Kompost maximal 0,1% Plastik. Am Ende werden nochmals Fremdstoffe über einem Zentimeter aussortiert. Schaut man genau hin, findet man trotzdem immer noch kleine Plastikstücke. Fazit: Mikroplastik aus dem Kompost zu filtern ist kaum möglich. Für Haushalte gilt deshalb: Trennen Sie Ihre Abfälle. Das ist die wichtigste Botschaft. Guter Kompost entsteht, wenn korrekt getrennt wird. Je besser Sie Ihre Bio- und anderen Abfälle trennen, desto weniger Plastikprobleme haben wir. Für grosse Bitzen Plastik, die man sieht, da gibt es einen Grenzwert, wie viel höchstens in so einem Sack drin sein darf. Für Mikroplastik eben nicht. Und darum dürfen all die getesteten Produkte, die stark von Mikroplastik belastet sind, weiterhin legal verkauft werden. Wir sind in den Familiengärten zu Schaffhausen beim Präsidenten des Vereins, Franz Schuler. Also, wenn man Erde will, ohne Plastik drin, dann eigentlich einen eigenen Kompost machen, oder, Herr Schuler? Ja, das ist von mir aus genau das Richtige. Was ich der Erde rausnehme, aus dem Boden bringe ich wieder retour, indem ich Kompost mache. Das Zeug häcksle, das andere verrottet von allein. Und da habe ich dann gleichzeitig auch noch den Nährstoff im Boden, den ich eigentlich sonst durch Dünger rein tun müsste. Jetzt können natürlich nicht alle einen Kompost machen bei sich daheim. Und die müssen eben so Sackherde kaufen. Wie ist das für euch, wenn ihr hört, dass dort so viel Mikroplastik drin ist? Ja, Mikroplastik eben. Bei der Industrie habe ich keine Handhabe, den Einfluss zu nehmen. Im eigenen Garten eben schon. Darum haben wir auch als Vorschrift, dass jeder einen Kompost muss haben im Garten. Okay, das ist bei euch Vorschrift. Und ihr versucht ja so eine plastikfreie Insel hier zu haben in der Familiengärten Schaffhausen, oder? Ja, das ist so. Haben wir sogar so
2 Jahren in den Statuten aufgenommen, dass man an den Treibhäuschen und auch an den Kompostgittern keine Plastikfolie mehr rein tun, weil das verursacht genau den Mikroplastik, der nachher im Boden ist. Gut, herzlichen Dank, haben wir zu euch kommen. Bitte, danke auch. Was sagst du zum Thema Mikroplastik im gekauften Herd? Schreib mir es unten rein. Kannst mir gerne noch reinschreiben, wie du vermeidest, dass Plastik in die Umwelt gerät. Hier gibt es übrigens noch mehr Kassensturztests.